Shalom. It's a pleasure really to be here. Es ist eine große Freude, hier zu sein. And the special thing is, today Jesus rose from the dead. Und das Spezielle an diesem Tag ist ja, dass Jesus heute auferstanden ist aus den Toten. Really? He rose. Why are you so sad? Wirklich, warum schaut ihr alle so traurig rein? Er ist auferstanden. He really promised us that death is not anymore the strongest power against us. Und er hatte uns ja verheißen, dass der Tod überwunden ist. Der Tod hat keine Kraft mehr. Can you imagine you look at death and tell him, Ja, I kannst du dir won? vorstellen, dem Tod ins Auge zu sehen und Grimassen zu machen dazu? The process is uncomfortable, but we know where we go. Der Gedanke an den Tod, der mag uns vielleicht nicht gerade mit Freude stimmen, aber wir werden wissen, dass wir gehen müssen. You know, there is something very unique in Jesus' death. Es gibt etwas sehr Einzigartiges am Tod Jesu. Nothing in Jesus' life was, okay, let's see what happened. Nichts im Leben Jesu war dem Zufall überlassen. Everything was according to God's plan. Alles entwickelte sich genau gemäß dem Plan Gottes. Jesus said in John 5, I see what my Father is doing and I do. In Johannes 5 sagt er, ich sehe, was mein Vater tut und genau dasselbe tue ich auch. You know, when Jesus was crucified, there were two criminals next to him. Ja. Als Jesus gekreuzigt wurde, da waren zwei Kriminelle neben ihm. And both of the criminals could not choose the moment of death. Und diese beiden Kriminellen, diese beiden Räuber, die konnten nicht aussuchen, zu welchem Zeitpunkt sie sterben würden. They wished to die earlier. Sie hätten es sich gewünscht, früher zu sterben. But when it comes to Jesus, dead. Aber Jesus hat selber entschieden, wann er starb. He gave his spirit. Er hat seinen Geist in die Hand des Vaters gegeben. He chose the moment. John 19, 30, 31. In Johannes 19, 31 lesen wir, er hat bestimmt, in welchem Zeitpunkt er sein Leben aufgab. You know why? Weißt du warum? Because he had an appointment. Er hatte ein Meeting. Sunday morning he needs to come out and 3 days and 3 nights need to be between the death and the resurrection. Ja, gemäß der Schrift musste er am Sonntagmorgen aufstehen und es musste erfüllt sein, dass er 3 Tage im Grab war und nach 3 Nächten wieder auferstehen würde. Every prophecy must be fulfilled. Jede Verheißung muss erfüllt werden. And God said it already in Leviticus chapter 23. Und in Leviticus 33 spricht der Herr bereits davon. 23. Okay. Thank you. These translators That's the today, bad thing when they understand German. Das ist das Elend, wenn der Sprecher auch ein bisschen Deutsch kann. in Leviticus 23, God says, those are my appointed times. It doesn't say the word holiday. It says appointed times. Und dort in Leviticus 23 spricht er eben von einer bestimmten Zeit, nicht von irgendwelchen Ferien, sondern einer Zeit, die er bestimmt hat. So God must fulfill each one of these dates in one of the occasions of the activities that has to do with our salvation. Und dasselbe gilt auch für unsere Errettung. Gott hat auch in Bezug auf unsere Errettung bestimmte Zeitpunkte festgelegt, die sich dementsprechend erfüllen müssen. On Passover, he died as my lamb. Am Passafest ist er gestorben an meiner Stelle als Lamm Gottes. He is the Lamb of God and he is my sacrifice. Er ist das Lamm Gottes, er ist das stellvertretende Opfer für mich. It was exactly on Passover, not in Halloween. Und es ist genau zum Passafest geschehen, nicht irgendwie an Halloween oder so etwas. And he gave me purity, feast of unleavened bread. Und er hat mir Reinheit gegeben, so wie ein ungesäuertes Brot ist. On Sunday he resurrected, the feast of the sheaf of the offering. Und am Sonntagmorgen ist er dann auferstanden, genauso wie es verheißen wurde. 7 weeks later, Feast of Weeks. Und 7 Wochen später ist das nächste jüdische Fest, das er erfüllt hat. Exactly on that time, the Holy Spirit came upon the first church. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist der Heilige Geist gekommen und hat die Gemeinde Gottes erfüllt. You see, everything according to its time. Alles gemäß dem Zeitplan Gottes.
Therefore, I do believe that the rest other holidays that start from verse 23 in the chapter will be exactly on those dates. Und deshalb glaube ich auch, dass alle anderen Festtage genau gemäß dem Plan Gottes sich ereignen werden. That's Jesus' second coming. Das bezieht sich vor allem auf das zweite Kommen, die Wiederkunft Jesu. Beautiful things are going to happen in the future for God's children. Die Kinder Gottes, auf die wartet eine ganz gewaltige und wunderbare Zukunft. And the key issue, for God's children. Und seien wir dankbar, dass wir Gottes Kinder sein dürfen. So, to walk in your street where you live 20 years and then realize, oh, Yosef Adramata is my neighbor, I didn't know. It's really encouraging. Wenn du 20 Jahre später irgendjemand siehst, der früher dein Nachbar war und merkst, er ist auch ein Kind Gottes, ist dann auch im Himmel, dann ist das sehr ermutigend. You know, in Kuwait, wherever you drill, comes out oil. In Israel, wherever you drill, comes out archaeology. Und in Kuwait ist es so, wenn du irgendwo ein Loch in den Boden bohrst, dann kommt Öl raus. In Israel, wenn du irgendwo ein Loch bohrst, dann findest du irgendwelche archäologischen Funde. Now, after studying about all the Bible, let's open in Zephaniah. Lasst uns nun Zephania aufschlagen. And you know, usually not many churches are investing much time in Zephaniah, but it's a marvelous book. Die meisten Gemeinden verwenden nicht viel Zeit, Zephania zu predigen oder zu lehren. Nichtsdestotrotz ist es ein wunderbares Buch. I'll give you 5 minutes to find it. Ich gebe euch 5 Minuten, das Buch Zephania zu finden. Kleiner Tipp, vorne ist ein Inhaltsverzeichnis. It's only 3 chapters, but it took us as a church about 4 months to study it. Es sind nur 3 kurze Kapitel, aber wir haben in der Gemeinde 4 Monate gebraucht, um das Buch zu studieren. It holds so much. Es ist so reich. And if you miss a word, you feel as you're a sinner. Und wenn du ein einziges Wort verpasst, dann hast du den Eindruck, du seist der größte Sünder. And the Hebrew is so pictorial, so graphic, that you cannot just pass by and say, never mind, another word. Und das Hebräische ist von seinem Wesen her so bildbeladen. Es ist eine Bildsprache, dass man nicht einfach ein Wort auslassen kann und sagen kann, ach, ist doch nicht so wichtig gewesen. It's a Semitic language. My brother understands it. Every word has root. Every word has buildings. Every word means a lot. Es ist It's eine not German. semitische Sprache, nicht Deutsch. Jedes Wort hat eine riesige Bedeutung. Es hat eine Wurzel, es hat eine ganze Geschichte, die damit verbunden ist. So, between the humor, we understand the truth. Und ihr entschuldigt meinen Humor, aber ihr versteht die Wahrheit, die ich euch ans Herz legen möchte I hier. learned this humor from my German wife. Ja, diesen Humor hat er von seiner deutschen Frau. So, let's have a little bit introduction to the book of Zephaniah, because if we are going to open chapter 1, verse 14, everyone will say, who is who? Why is there? So let's have a few minutes, like an hour of introduction. Ja, lasst uns eine kurze Einleitung machen, ungefähr eine Stunde, dass wenn wir dann nämlich in Vers 14 angelangt sind, wir wissen, wer ist wer, wo befinden wir uns überhaupt, was passiert hier überhaupt. Now, Zephaniah, the meaning of the word means God hide. God hide. Das Wort Zephania bedeutet Gott verbirgt. You can see the play on words in chapter 2, verse 3. In Kapitel 2, Vers 3 sieht man, wie dieses Wortspiel wieder zutage kommt. The end of the verse tell the people, if you will repent, maybe God will hide you in the day of punishment. Maybe he will hide you. The same game on the name of the prophet. Das Wortspiel finden wir am Ende von Vers 3 in Kapitel 2, wo es heißt, vielleicht werdet ihr am Tag des Zorns des Herrn geborgen, beziehungsweise er verbirgt euch vor seinem Zorn. Now, when we look at verse 1, we see the time that the book was written and to which family the prophet belongs. In Vers 1 erfahren wir, zu welcher Zeit das Buch geschrieben wurde und zu welcher Familie Zephania gehört. So, I'll read verse 1 in English because it's really words, so it's not a problem, just names. The word of Yahweh that was to Zephaniah, I'm translating it from the Hebrew, the son of Cushi, the son of Gedaliah, son of Amariah, son of Chizkiah, in the days of Yoshiyahu, the son of Ammon, and by the way, Ammon was the son of Menashe, the worst king ever, the king of Judah. Vorab
Amon war der Sohn von König Manasse, der übelste König, den es überhaupt je gab. Das nur vorab, damit ich es nachher nicht vergesse. Ansonsten steht hier, das Wort des Herrn, das an Zephania erging, den Sohn Kuschis, des Sohnes Gedalias, des Sohnes Amadias, des Sohnes Hiskias, in den Tagen Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. So you see that Zephaniah, although he was a prophet, he was also a fifth generation from King Hezekiah. Zephania tritt hier zwar als Prophet auf, aber er war in der 5. Generation auch verwandt mit einem König. Why would we say that he's from the family of Hezekiah the king? Because he knows exactly what goes inside the dark rooms of the royalties, of the kings. He knows all the details there. He must be coming from there. Warum ist es wichtig, dass wir wissen, dass er verwandt ist mit einem König weiter zurück, nämlich mit Hiskia? Ganz einfach, durch seinen Verwandtschaftsgrad mit den Königen, mit den 14, hat er Zugang gehabt zu den Gemeinden und 4. Now it says that Zephaniah acted for the Lord, worked in the time of Josiah. Wir erfahren aus dem Buch, dass Zephania seinen Prophetendienst in den Tagen des Königs Josia tat. He was the son of Ammon, the grandson of Menashe. Er war der Sohn Amons und der Enkel vom König Manasse. Now what was the date? Was ist das Datum? Welche Zeit? He ruled between the years 639 until 609. Er regierte zwischen 639 und 609 vor Christus. Before Christ, yes. Absolutely, yes, so we may know. I made up for before. Thank you very much. Sorry. Did you pay attention that all the former speakers had hair, and when I'm translating, they gave me a bald head to translate me? Ja, To Alex, feel comfortable. er hat eine Glatze, ich habe eine Glatze, das haben wir extra so arrangiert, damit er sich wohlfühlt. Now, pay attention. This King Josiah, he started to be king in Judah when he was 8 years old. Als Josia König wurde, da war er gerade mal 8 Jahre alt. Did you ever see a king in a diaper? Hast du je einen König in Windeln gesehen? 8 years old. 8 Jahre war er jung. You put a king 8 years old anywhere in the world, the politician will eat him alive. Und wenn du irgendwo in der Welt heutzutage einen König einsetzt, der 8 Jahre alt ist, dann werden die Politiker ihn bei lebendigem Leib auffressen. For this person to exist one day, it's a miracle. Dass Josia überhaupt einen einzigen Tag überlebt hat, ist ein reines Wunder. You can learn about his life in 2 Kings chapter 22 to 23. In 2. Könige 22 bis 23 kannst du mehr über sein Leben erfahren. Also in 2 Chronicles chapter 34 and 35. Und auch in den 2. Chronikbücher, Kapitel 34 und 35. Now, when he was 8 years old, don't expect this little king to do spiritual revival. Und du musst jetzt nicht diesem Irrtum erliegen, dass er mit 8 Jahren bereits die große geistliche Erweckung in Israel gebracht hat. 18 years passed until he really stood on his legs and demanded spiritual revival. Es sind 18 Jahre vergangen, bevor er sich wirklich hingestellt hat und gefordert und auch durchgesetzt hat, dass in Israel geistliche Erneuerung geschieht. He was one of the greatest kings. Er war einer der größten Könige Israels. So young, being kept by the Lord to do such revival in Israel. So jung an die Macht gekommen, aber der Herr hat ihn bewahrt, um zu seiner Zeit Erweckung zu bringen in Israel. Now, when you read the words of Zephaniah, it's a lot of criticism. He described Judah as one of the worst nations. Thank you. Give me a little bit more words. It's okay. Wenn wir Zephania lesen, dann sehen wir eine Menge Kritik und Juda wird dargestellt, als wäre es eine der schrecklichsten, schlimmsten Nationen der damaligen Zeit. So since Zephaniah is just describing the idol worshipping in Judah, you know that the book was written before the spiritual revival. Und weil Zephania hier eben beschreibt, wie schlimm der Götzendienst in Juda ist, können wir daraus schlussfolgern, dass das Buch geschrieben wurde, bevor geistliche Erweckung dann stattfand. Now, Zephaniah used to live during the time of Jeremiah, Nahum, and even maybe a little bit with Habakkuk. Wir gehen davon aus, dass Zephania ein Zeitgenosse von Jeremia und unter Umständen auch von Habakkuk war. Now, when Zephaniah wrote to the people,
the people were in their lowest spiritual level. Und als er dieses Buch schrieb, Zephania, da hat sich das Volk Judas auf dem absoluten geistlichen Tiefstand befunden. And it's really amazing because 60 years earlier, God himself killed 185,000 Assyrian soldiers around the world. Something like this you need to remember forever. And oops, they forgot it. Das Erstaunliche ist, nur gerade 60 Jahre vorher hat Gott auf einen Schlag 185.000 Assyrer umgebracht. Und eigentlich würde man meinen, dass man das nicht so schnell vergisst, aber plötzlich war es weg. Keiner erinnerte sich mehr daran. They just went out of Egypt, nothing personal. They went out of Egypt, crossed the Red Sea, and immediately after came complaint against God. Whoa. Ja, sein Freund hier ist von Ägypten, ist nichts Persönliches, aber als Israel aus Ägypten herausgeführt wurde, da sind sie durchs Rote Meer gegangen und kaum haben sie all diese Wunder erlebt, was machen sie? Sie beschweren sich, sie murren die ganze Zeit. And you may think, how could they do things like this? And guess what? They are exactly like you and me. Und vielleicht denkst du, was, wie können die so elend sein und sich beschweren nach all dem, was Gott für sie getan hat? Aber denk noch mal darüber nach. Sie sind kein bisschen anders als du und ich. Now, the grandfather of Josiah was Menashe. Der Großvater von Josiah, von Josia, war Manasse. Menashe and the devil went to the kindergarten together. Ja, Manasse und der Teufel, die waren gemeinsam schon im Kindergarten, die kannten sich gut. It's hard to believe. This person made Judah the city center of Babylon. If you walk in Assyria or in Babylon, walk in Judah, you wouldn't know the difference. In both places, the devil and the idol worshipping were in the center. Das Erstaunliche, was Manasse gemacht hat zu seiner Zeit, er hat Jerusalem quasi zu einem Götzentempel umfunktioniert. Es hat keinen Unterschied gemacht, Babylon, was Babylon, Assyria, you name it, all the Babylon Gentiles oder area. irgendeine heidnische Nation, ob du jetzt in Jerusalem warst oder in irgendeiner heidnischen Stadt, du hast den Unterschied nicht bemerkt, weil genau derselbe Götzendienst dort zelebriert wurde. You know, sometimes we may have bad prime minister. So, okay, he's there for 4 years, then we kick him out, try to fix things. Ja, manchmal haben wir einen schlechten Bundesrat, Bundespräsidenten oder Kanzler, was auch immer wir haben, aber hier haben sie nur 4 Jahre. Nach 4 Jahren können wir einen anderen wählen und das Ganze wieder gerade biegen. But what happens when this king is there for 50 years? Aber stell dir vor, du hast einen bösen König für 50 Jahre an der Macht. What happens when after 50 years you have a generation and a half that don't know how to spell the word God? Was machst du, wenn nach 50 Jahren 1,5 Generationen da sind, die nicht mehr wissen, wie man Gott überhaupt buchstabiert? What will happen if you will have a prime minister for 50 years that will say no churches, nothing whatsoever, and let's see what happened to your grandchildren? Stell dir vor, in unserem Land käme eine Regierung an die Macht, die für 50 Jahre jede Form von Gottesdienst verbieten würde und dann versuch dir mal vorzustellen, wie es deinen Enkelkindern gehen würde. After 50 years, his son became a king, Amon, only for a short time, 2 years, and then Josiah comes. What a heritage! Nach 50 Jahren war Amon an der königlichen Macht, aber nur für 2 Jahre und dann kam eben Josia und stell dir mal vor, was für eine Bürde er zu tragen hatte. You put this little baby with diapers in hell and you try to make it heaven. Ja, es ist so, als würdest du ein kleines Baby in Windeln in die Hölle schicken und ihm sagen, okay, mach jetzt aus der Hölle einen Himmel. By God's grace, he put around him godly men to keep him. Es war Gottes Gnade, dass er ihm gottesfürchtige Männer zur Seite gestellt hat in den jungen Jahren. In a book that have so many verses about punishment, see how God's sovereignty and love is guaranteed to those he chose. Ein Buch, das so voll ist von Kritik und Gericht, dürfen wir es jedoch nicht übersehen, wie Gottes Souveränität dazu führt, dass Gnade da ist für all die, die er wählt hat, für all die, die an ihn glauben. So what is the message of Zephaniah? Was ist die Botschaft von Zephania? He looked at the people in chapter 1 and tell them very straightforward, God is not going just to close his eyes in front of your problems.
you're going to give an account for everything. In Kapitel 1 stellt er ohne jeden Zweifel fest und sagt es den Leuten direkt ins Gesicht. Denkt nicht, dass ihr hier tun könnt und lassen, was ihr wollt, ohne dass Gott euch zur Rechenschaft ziehen wird. Der Tag wird kommen und ihr werdet alle dafür bezahlen, für das, was ihr getan habt. He described all their sins and told them that each and every one is going to be answered by God. Er hat all ihre Sünden aufgezählt und gesagt, Gott wird jede von ihnen strafen. And it's true because a few years later, Nebuchadnezzar came 3 times upon Judah, and most of the people lost their life or lost their land. Und unmittelbar nach dieser Prophezeiung ging sie ein paar Jahre später auch in Erfüllung. Nebukadnezar kam nämlich, er hat 3-mal Juda überfallen. Die meisten Leute haben mit ihrem Leben dafür bezahlt oder viele haben Eigentum, Land und Besitz dabei verloren. From these people points of view, they felt their day of the Lord. Die Leute, die damals gelebt haben, die haben erfahren, was dieser Tag des Herrn praktisch bedeutet. But Zephaniah is also looking to the future, to the time where God is going to ask details and report from each person, from Judah, from Israel, and from the world, and that will be the universal day of the Lord. Aber der Tag des Herrn hat auch einen prophetischen Ausblick in die Zukunft, wo nämlich wiederum ein Tag des Herrn, ein Tag des Gerichts kommen wird. Und dort wird sich nicht nur Juda und Israel vor Gott verantworten müssen für all ihre Taten, sondern die gesamte Welt wird Rechenschaft dafür ablegen, wie sie gelebt haben. Always remember, when God created the world, he had a plan. It was not a mistake. Vergiss es nie, als Gott die Welt geschaffen hatte, da hatte er einen ganz bestimmten Plan. Es war nicht Zufall oder ein Fehler, dass die Welt entstanden ist. And his plan is going to happen. Und sein Plan wird sich erfüllen. And what was his plan? Was war sein Plan? He is the king, Er ist der König and we serve him. und wir sind dazu berufen, ihm zu dienen. So what happens when we do not want to serve him? Was passiert, wenn wir ihm nicht dienen wollen? He kick us until we say, okay. Man, you're playing In the, soccer? in the Middle East, it's speaking the truth in love. Ja. Ja, er gibt ihnen einen liebevollen, mit Wahrheit gewürzten Tritt. Okay, das passiert. I know that some people will tell me, but many people are going to lose their life. And so, yes, it is correct. It's very sad. We can cry together. That's okay. Will that change the verse? Und wir sehen viele Leute sagen, naja, aber das ist doch ganz schlimm. Viele Leute werden sterben. Ja, es ist schlimm und wir können jetzt gemeinsam darüber weinen und es ist tragisch, aber es ändert nichts daran, dass Gott seinen Plan umsetzen wird. Some people ask, why God is doing that? Well, do you have a better plan? Are you thinking that you are more merciful than God? Die Leute sagen, warum lässt Gott das zu oder warum tut er das? Frage an dich, hast du einen besseren Plan oder denkst du, dass du barmherziger und gütiger seist als Gott selbst? So chapter 1 is really focused on Israel. Kapitel 1, da ist der Fokus auf Israel gerichtet. I'm going to come back to this chapter, don't worry. Wir werden nochmal darauf zurückkommen, keine Angst. Now, chapter 2. Aber jetzt sind wir in Kapitel 2. Where do you find it? Usually after 1. Kapitel 2 übrigens kommt in der Regel nach Kapitel 1. What is the focus there? Was ist der Fokus in Kapitel 2? It's very unique. Einzigartig. The prophet Zephaniah is pointing at each one of the Gentile nations around Israel and tell them, you are too going to give an account. In Kapitel 2 ist das Einzigartige an der Prophetie, die Zephania empfängt, dass sie sich an all die Nationen richtet, die um Israel herum angesiedelt sind. Und er sagt, auch ihr, auch wenn ihr Heiden seid, auch ihr werdet Rechenschaft ablegen müssen für das, was ihr getan habt. Considering Israel, the microphone head. Du kannst dir Israel vorstellen als der Kopf dieses Mikrofones hier. Actually, they're both small anyway. Ja, Israel ist klein und der ist auch klein. And this is the West. I'm looking as if it's you. This is the West, this is the East, this is the North, this is the South. Und hier hätten wir Westen, Osten, Norden, Süden. Who were in the West? Wer lebt im Westen von Israel? The Philistine, Asa, Ashkelon. He's talking about them, West. Im Westen, da haben wir die Philister. Then he goes to the East, to the Moabites, today's Jordan. Und
Im Osten, da haben wir die Moabiter, das ist das heutige Jordanien. Then he goes to Cush and include also Egypt under this umbrella, all that were in the south. Und im Süden haben wir Kusch und Ägypten And in the north, Assyria. und im Norden, da befinden sich die Assyrer. Each and every one of the nations are going to be judged according to their relationship to God's plan, Israel included. Und alle diese Nationen werden eines Tages vor Gericht stehen und Rechenschaft legen in Bezug auf ihre Beziehung, die sie hatten zu Israel und dem Plan, den Gott sich vorgenommen hat, umzusetzen. Each and every nation. Und zwar jede einzelne Nation. Does that mean that you need to say amen to everything Israel wants to do? Bedeutet das jetzt, dass du automatisch Amen schreist zu allem, was Israel plant heute? No. Nein. None of us need to be rubber stamp for nothing. Wir müssen keine Rebellen sein und für irgendetwas kämpfen. And Israel today is in unbelief. Tatsache ist, Israel, das heutige Israel, befindet sich in einem Zustand des Unglaubens. But God has a plan for Israel. Aber Gott hat nichtsdestotrotz einen Plan für Israel. And the one who bless them, God will bless him. The one who curse them, God will curse him. Und diejenigen, die Israel segnen, werden von Gott gesegnet werden. Und die, die Israel fluchen, werden auch von Gott verflucht werden. So how can we tell them they are wrong when they are wrong? Und wie können wir ihnen jetzt sagen, dass sie falsch liegen, wenn sie doch falsch liegen? Straightforward in love. Ganz einfach, sage es direkt heraus, aber in Liebe. But don't sit on the same chair with our enemies, so we may know who is a friend or who is a foe. Aber setz dich nicht in denselben Sessel mit den Feinden, sondern man muss erkennen, wer ist Freund und wer ist Feind. So we may know what comes out the mouth of a friend and not out of the mouth of an enemy. Und wir müssen das wissen, dass das, was aus dem Mund einer Person hervorgeht, aus dem Mund eines Freundes oder eines Feindes kommt. And then he goes to chapter 3, Und dann kommt Kapitel 3, restoration of Jerusalem. die Wiederherstellung von Jerusalem. Wow, so many wonderful words. Viele wunderbare Worte finden sich in Kapitel 3. God is going to rejoice. He doesn't say dance, but almost. Gott wird sich erfreuen, das steht zwar noch aus, es kommt noch. And then he say a beautiful word in chapter 3, verse 17. Kapitel 3, Vers 17 lesen wir dann. Can you please read it in German? Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein rettender Held. Er freut sich über dich mit Wonne. Er schweigt in seiner Liebe, What frohlockt. is the schweig? What is that? Schweigt. What is this? He's being quiet. Quiet. Silent. Silent. In other languages, that means rest. And it's a wrong translation. So silent is a good translation. Yes. Good. Keep this Bible. Okay, thank you. When can you find God silent? Wann findest du Gott schweigend vor, dass er ruhig ist, Speechless. dass er keine Worte mehr macht? When do you find your parents speechless? Wann kannst du dich erinnern, dass deine Eltern mal sprachlos waren? In two events. Es gibt nur zwei Gegebenheiten. In a catastrophe or ideal situation. Entweder es ist eine totale Katastrophe oder quasi ein Wunder hat sich ereignet und dann kann man nichts mehr sagen. And here God is silent in his love. Und hier schweigt Gott, weil er von Liebe erfüllt ist. The leftover of Israel, little amount of a nation, totally humbled, totally rely submissive to the Lord. Ein kleiner Überrest Israels und auch ein kleiner Überrest der Nationen schweigt und verlässt sich ausschließlich, einzig und allein auf den Herrn. Walking according to his light. Sie haben sich gedemütigt und sie wandeln jetzt in seinem Licht. No words of criticism, simply take, I give. Whatever you ask before you open your mouth, I will supply. Keine Kritik mehr, sondern aus Gehorsam heraus sagt Gott, sagt, was ihr möchtet und ich werde es euch geben, bevor ihr es überhaupt gesagt habt. We have a wonderful God. Wir haben einen wunderbaren Gott. And by the way, these blessings are also for the Gentiles because they are partakers as well when they walk with the Lord. Und übrigens, diese Verheißungen, die hier stehen, die gelten auch den Nationen. Wir sind Mitteilhaber dieser Verheißungen, die hier Israel gelten. So we flew above the 3 chapters. Okay, wir haben jetzt die 3 Kapitel im Höhenflug kurz überflogen. Now let's land in chapter 1, verses 14 to 18. Jetzt wollen wir aber landen, und zwar in Kapitel 1, die Verse 14 bis 18.
Okay, now, please read verses 14 to 18. Ich lese Kapitel 1, die Verse 14 bis 18. Nahe ist der große Tag des Herrn. Er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn. Bitterlich schreit dort der Held. Ein Tag des Grimmes ist dieser Tag, ein Tag der Drangsal und der Bedrängnis, ein Tag des Verwüstens und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und der I'm Dunkelheit. sorry, can you stop in verse 15 and tell me one by one what are the names of this day? Of the days. Yes, verse 15. Ein Tag des Grimmes und ein Tag der Drangsal, a day of anger and Trouble, trouble. and very deep trouble. And now the next one. Destruction. Yes, Destruction, well, it's the same, playing on words. yeah, The Hebrew, same word. The Hebrew is Shoah. Das hebräische Wort ist Shoah. You know these words? Ihr kennt dieses Wort bestimmt. Holocaust. Holocaust. This is the word we use today. And that means if you have amplitude of problems, this is number 10. There is no above. Das Wort, was hier benutzt wird, wenn du das auf der Richterskala anschauen würdest, dann ist es ganz oben. Es ist eine 10. Es gibt nichts Schlimmeres als das, was hier verheißen Please wird. continue. Darkness, great darkness. In German, that's okay. Finsternis und Dunkelheit. And then Tag des Gewölks, Wolken, and dark clouds. That's the last one. Yes, you continue. Yes. And then, Only in German, that's okay. okay, Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte, gegen die hohen Zinnen. You finish verse 16? Yep. Okay. Pay attention. In our church, sometimes, although I teach in Hebrew, the first 5 minutes it's Hebrew dictionary. Ja, bei uns in der Gemeinde, da unterrichte ich oft auf Hebräisch, aber oft ist es so, die ersten 5 Minuten ist eine Lektion in Hebräisch, ist, als würde man ein Wörterbuch aufschlagen. We all speak Hebrew, but the biblical Hebrew sometimes it's not as it is today. You need to go back 3,500 years to know what it meant then. Sprechen zwar alle Hebräisch in seiner Gemeinde, aber das Hebräisch, das die Bibel benutzt, ist ein Hebräisch, das vor 3500 Jahren benutzt wurde. Und die Begriffe sind nicht immer deckungsgleich, aber wir müssen verstehen, was sie damals bedeutet haben, wie sie sich in den Ohren der Hörer von damals angehört haben. Take an example. Beispiel. Kids are reading their Bible, the book of Nehemiah or in the law says, oh, God is awesome. Give me a high five. God is awesome. Ja, awesome. There's not a good translation. Es gibt This is the worst one. cool, right? That's probably Cool, what they you would need to say. be put to death I for know, saying but that. well, but that would be the German equivalent. Es gibt Leute, die lesen in der Schrift über Gott, wie er beschrieben wird, als ein gewaltiger Gott. Und heute heißt es dann, naja, ist cool, gib mir 5, komm. Das hat nichts mit dem zu tun, was da steht. You know what it means, awesome in Hebrew? Norah. That means before you come closer, you wet your pants. Das Wort, was im Hebräischen dort steht, ist ein so furchteinflößendes Wort. Es bedeutet, wenn du dich dieser Person nahen würdest, dann würdest du nicht nahe kommen, bevor du dir die Hosen voll machst. The high priest, you laugh, try to come before the Holy of Holies and open it without to be prepared. Du- You'll be barbecued. Du lachst, aber stell dir vor, du würdest dich der Heiligen nahen, du würdest förmlich gegrillt werden, weil Gott ist ein verzehrendes Feuer. The high priest entered to the Holy of Holies on Day of Atonement. Do you know how much preparation he had before entering through this veil? Der Hohepriester durfte ein einziges Mal im Jahr ins innere Heiligtum gehen. Und kannst du dir überhaupt vorstellen, wie viel Vorbereitung nötig war, dass er durch diesen Vorhang hindurchgehen konnte und sich dem Herrn nahen? Ask Nadav and Avihu, the sons of Aaron. Frag mal die Söhne Aarons, sie werden es dir sagen können. They know a little bit what I'm talking about. Nadab und Abihu, die können dir erzählen, was ich hier meine. Ask Korach and the other 250 people who didn't have much patience. Oder frag die Rote Korah und die 250, die auch nicht genug Geduld hatten, sich dem Herrn zu nahen. Let them explain you what is the meaning of the word awesome. Und sie können dir erklären, was es bedeutet, dass Gott ein gewaltiger Gott ist. High five will not be part of Ja, it. cool oder gib mir 5 hat
nichts im Entferntesten damit zu tun, wie Gott ist. So yes, sometimes we read, and before we go into the rest of the verses, we examine what is the meaning of these words. Und wenn wir die Verse lesen, ist es oft so, dass wir uns zuerst klar machen müssen, was die einzelnen Worte überhaupt bedeuten, damit wir verstehen können, worum es geht. So please continue until the end of verse 18. I will not disturb you too much anymore. Not too much, okay. Not too much. Just a little. Und ich werde die Menschen ängstigen, Vers 17, und sie werden umhergehen wie die Blinden, weil sie gegen den Herrn gesündigt haben. Und ihr Blut wird verschüttet werden wie Staub und ihr Fleisch wie Kot. Auch ihr Silber, auch ihr Gold wird sie nicht retten können am Tag des Grimmes des Herrn. Und auch das Feuer seines Eifers wird das ganze Land verzehrt werden. Denn ein Ende, ja ein plötzliches Ende, wird er mit allen Bewohnern des Landes machen. So many things that we did not open yet. Viele Dinge, die haben wir noch nicht geöffnet. Wir haben sie noch nicht genau angeschaut hier. We'll try to go one by one. Aber wir werden versuchen, eins nach dem anderen zu behandeln. Every time the Word of God tells us about things to come, there are those who says, why would we believe in it? Jedes Mal, wenn Gott etwas ansagt, was kommt, war die Reaktion, warum sollen wir dem Glauben schenken? 2,600 years ago, he wrote that. Nothing happened since then. Vor 2600 Jahren hat er das geschrieben und nichts ist passiert in der Zwischenzeit. Oh, the day of the Lord is near! Yes, 2,600 years. Der Tag des Herrn steht unmittelbar bevor. Ja, das sagen sie schon seit 2600 Jahren. I know Peter tells us that God is postponing it because of his grace, so more, maybe you and your children may be saved. Im Petrusbrief lesen wir, warum Gott das Gericht herauszögert, weil er nicht will, dass jemand verloren geht. Das ist ein Ausdruck seiner Gnade, damit noch viele zum Glauben finden mögen. So before telling you what's going to happen, or what verse 16 is talking about, what is the idea of the fortified cities and the high corners, let's have a few minutes about the truthfulness, the authenticity of the Word of God. Bevor wir Vers 16 im Detail betrachten wollen, wollen wir erstmal erkennen, was die Bibel überhaupt meint, wenn sie von festen Städten und hohen Zinnen spricht und anhand dessen eben erkennen, dass alles, was in der Bibel steht, wahrheitsgetreu ist. Es ist ein wahrheitsgetreuer historischer Bericht von Ereignissen. The Bible, Old Testament and New Testament, is the only book that give you prophecies that have been fulfilled during the time of the prophet himself. Sowohl das Alte wie auch das Neue Testament sind die einzigen Bücher, wo wir Prophezeiungen finden, die tatsächlich während der Zeit der Propheten, also damals, als sie gegeben wurden, sich erfüllt haben. See Isaiah chapter 7. It has 3 prophecies. 2 of them have been fulfilled. One almost immediately, the other one after 65 years, and the third one in the birth of Christ. So the generation that have heard it and the one after could measure and taste. It happened. In Jesaja 7 finden wir 3 Prophezeiungen. Die eine hat sich unmittelbar, nachdem sie gegeben wurde, erfüllt, die andere 65 Jahre später und die dritte in der Geburt Jesu Christi. Aber das Wichtige daran ist, dass die Empfänger dieser Prophetie tatsächlich prüfen konnten, ob das, was der Prophet gesagt hat, wahr ist, und das hat das Wort Gottes bestätigt und bekräftigt. Jeremiah told them, Nebuchadnezzar is going to come and take it for 70 years. The same people who have heard him tested it as well. Jeremia sagt voraus, dass Nebukadnezar kommen würde, dass es eine 70-jährige Gefangenschaft gibt und die Empfänger dieser Prophezei haben das geschmeckt. Sie wurden nämlich abgeführt ins Exil nach Babylon. With all respect, no other so-called Bibles have such proofs. Es gibt mit allem Respekt keine anderen Bibeln oder heilige Bücher, die so verlässlich sagen, was kommt. Und dann kommt es auch. So, true prophecy, it's a part of God's sovereignty to prove, hey, I, God, authenticate the words of this prophet. Prophetie ist nichts anderes als ein Untermauern der Worte Gottes, seiner Souveränität. Er benutzt einen Prophet, um etwas vorauszusagen, und dann kommt es auch, und man weiß, er hat das Wort Gottes gesprochen. Now, the Bible, all the Holy Scripture, Old Testament, New Testament, were written during 1,500 years. Das Alte und das Neue Testament wurde verfasst über einen Zeitraum von 1500 Jahren. By many writers. Viele Autoren haben mitgewirkt. One target, one puzzle. Ein
Ziel aber, ein Ganzes aus verschiedenen Teilen, no mafia, keine Mafia, die dahinter steckt, no self-interest. keine Eigeninteresse, For the glory of God, one purpose, many writers, 1,500 years. 1500 Jahre, viele Autoren, ein Ziel, nämlich Gott zu verherrlichen. As much as I know, the Quran was written by one person, Wenn ich nicht falsch informiert bin, dann ist der Koran von einer einzigen Person verfasst worden. and he has not even one prophecy that he initiated that was fulfilled during his time or until our time. Und keine der Prophezeiungen, die er gemacht hat, wurde weder in seiner Zeit noch bis auf den heutigen Tag erfüllt. And if there is any words in the Quran that's similar to the Bible, it's because it was taken from the Bible or the New Testament. It was not invented by Muhammad or his followers. Und wenn es irgendetwas im Koran gibt, was sich ähnlich anhört wie das in der Bibel, ist der Grund dafür ganz einfach. Sie haben es abgeschrieben und von der Bibel geholt, aber Mohammed und auch seine Nachfolger haben sich nichts selber ausgedacht diesbezüglich. Es kommt nicht von ihnen. So when you compare this data scientifically, put emotions outside, you come to the conclusion that the Bible is authoritative. Und wenn wir die Gefühle mal ganz außen vor lassen und das versuchen, objektiv, wissenschaftlich zu betrachten, müssen wir anhand dieser Dinge zum Schluss kommen, dass die Bibel recht hat. Sie ist wahr. And since the Bible says, I'm the only truth, and you accept it like this, it makes all the others untruth, which means liars. Und wenn die Bibel für sich in Anspruch nimmt, dass nur sie die Wahrheit hat, bedeutet das automatisch, dass alle anderen sie nicht haben und macht sie folglich zu was? Zu Lügnern. The Bible gives us a lot of prophecies concerning the Messiah. In der Bibel finden wir viele Prophezeiungen in Bezug auf den Messias. You take the 300 prophecies concerning Christ, big part of them already have been fulfilled in his first coming, and there is only one person in humanity that fulfilled it, and that was Jesus. Es gibt 300 Prophezeiungen, die sich auf die Person Christi beziehen. Ein Großteil hat sich bereits erfüllt in seinem ersten Kommen. Der Rest wird sich erfüllen, wenn er wiederkommt, aber sie treffen alle nur auf eine einzige Person zu, nämlich Jesus Christus. So the fact that God revealed all his plan to us, it's part of his love. Und die Tatsache, dass Gott uns seinen Plan offenbart hat, ist nichts anderes als ein Ausdruck seiner Liebe. Imagine you have a son that needs to cross a minefield. Stell dir vor, dein Sohn müsste sich durch ein Minenfeld hindurcharbeiten. And you know exactly where the mines are. Und nur du weißt genau, wo jede einzelne Mine platziert ist. Will you give him a paper with codes or with idiot-proof directions? Was würdest du machen? Gibst du ihm eine Karte, wo alles kodiert ist, wo man erst herausfinden muss, wo die Minen nun versteckt sind, oder gibst du ihm Anweisungen, die so klar sind, dass jeder Idiot sie verstehen kann? Why? Warum? Because you love him. Weil du ihn liebst, machst du es klar für ihn. You do not want him to step on a mine. Du willst nicht, dass er auf eine Mine tritt. That's how God wrote the Bible. Mit derselben Absicht hat Gott uns sein Wort gegeben. He created all universe for you to realize he exists. Call him, he will answer. Und er hat das ganze Universum geschaffen, damit die Menschen begreifen, dass es einen Schöpfer gibt und sich auf ihn berufen, dass sie ihn suchen. And when you follow him and believe him, you realize that what he promised you personally, he fulfills. Und wenn du an ihn glaubst und dich darauf machst, ihm nachzufolgen, wirst du feststellen, dass das, was er dir persönlich verheißen hat, auch tatsächlich erfüllt. Und zwar alles. Now, Zephaniah is telling the people in verse 14, the day of the Lord, the great day of the Lord is near and very fast. Vers 14 lesen wir bei Zephania, nahe ist der große Tag des Herrn, er ist nahe und eilt sehr. If you will read all the definition of the word of the day of the Lord in Zephaniah, you will come to the conclusion, in these two verses, 50% of all the names of the day of the Lord exist. In this chapter, in these two verses, 50% of all the names of the day of the Lord are here. Es gibt verschiedene Begriffe für den Tag des Herrn. Und wenn wir nur diese zwei Verse hier lesen in Zephania, werden wir feststellen, dass 50% all der Namen, die auch benutzt werden für den Tag des Herrn, hier drin zu finden sind.
It's hard to believe. Das ist schwer zu glauben. He uses all the hard words so people may not think that, never mind, it's a summer camp. It is not a summer camp. Er benutzt extra absichtlich all diese schweren Begriffe, damit die Leute nicht denken, ach, das ist doch nur wie eine Freizeit, ist alles ganz locker, halb so wild. Isaiah is talking about it. Joel, Paul, John the Apostle, Jeremiah, Ezekiel, Amos, Obadiah, Nahum, Malachi, Daniel, Zechariah. Say all the Bible, never mind. Alle in der Bibel reden darüber. It's not only a code given to one prophet. All the rest are talking about it. Es ist nicht so, dass nur ein Prophet darüber sprechen würde und das Ganze noch kodiert hat. Alle reden darüber und zwar offen. Why? Wieso? Because God doesn't want you to be there. Weil Gott nicht will, dass du ein Opfer dieses Tag des Herrn wird. Some people read it and think, oh, God is very cruel. I read it and say, God, thank you. You say it so many times, so we will listen. Einige Leute lesen das und denken, Gott ist so brutal, so gewalttätig. Ich lese es und danke Gott dafür, dass es mir offenbart hat und erneut eine Möglichkeit gibt, umzukehren, um errettet zu werden. Pay attention. The words were given to Judah. Diese Worte richten sich an Juda, That means Jewish people. jüdische Leute, But it includes everyone under the heaven. aber sie beziehen sich auch auf alle unter dem Firmament, unter dem Himmel. In verse 18, he's saying that everything will happen to all the inhabitants of the earth. Vers 18 lesen wir, dass das allen Bewohnern der Erde gilt. And no one will be able to escape. Und es gibt kein Entrinnen. Even if you have $1 billion, Selbst wenn du Milliarden von Schweizer Franken hättest, it won't help you. nützt gar nichts. These words from verse 14 to 18 are synonyms, like brother and a sister, to what Isaiah the prophet said in chapter 2, verses 5 to 22. Das, was wir hier lesen, ist genau dasselbe. Es ist ein Abbild, ein Synonym für das, was wir auch in Jesaja Kapitel 2 lesen. And it's synonym or very similar to Revelation chapter 6. Und es ist auch in Übereinstimmung sehr ähnlich mit dem, was wir in Offenbarung 6 lesen. You hear or you read these three places and it's a cut, copy, paste. Es ist so, als würdest du diese 3 Abschnitte lesen und es ist, als wärst du einem Plagiator auf der Spur gewesen. Es sieht aus, als wäre überall dasselbe kopiert worden und rüber kopiert. So we are talking about the tribulation time. Wir sprechen hier über die große Drangsal. And in order to understand why it's so severe, it's very important really to know the purpose God created us. Und wir verstehen nur, warum es in dieser Ernsthaftigkeit geschildert wird, wenn wir uns vor Augen führen, wozu Gott uns eigentlich mal geschaffen hat. In Ephesians chapter 2 verse 10 says that we were saved, but that's not the end of the game. We were saved, now we're supposed to do the good things for the Lord that He created from eternity. Epheser 2, Vers 10 sagt ganz klar, dass wir errettet wurden, aber nicht einfach nur, damit wir nicht in die Hölle kommen, sondern wir sind errettet worden, damit wir jetzt die Werke tun, die der Herr zuvor für uns vorbereitet hat. Titus chapter 2 verse 14 says the same. Titus 2, 14 lesen wir genau dasselbe. The purpose of God is not only to save us. Gottes Plan ist es nicht einfach nur, uns zu erretten. Exactly as the role of parents is not just to produce kids. Es ist ja auch nicht so, dass wir als Eltern die einzige Aufgabe hatten, Kinder auf die Welt zu bringen. Okay, you have 20 kids. Then what? Okay, gehen wir davon aus, du hast 20 Kinder. Und jetzt? What do you think? You are a rabbit? You finished your job? Denkst du, dass du ein Hase bist, dass du jetzt alles getan hast, was notwendig war mit 20 Kindern? You have to raise them. You have to educate them. Ja, jetzt sind sie da, jetzt musst du sie auch erziehen. You pray for them. You plan for them. Du betest für sie, du planst für sie. And you're a human being and think like that. What do you think God is doing? Und wenn wir als Menschen schon so denken, was denkt ihr, dass Gott beabsichtigt, wenn er uns errettet und zu seinen Kindern macht? He saved me for a purpose, not just to eat cakes and coffee. Er hat mich aus einem ganz bestimmten Grund und für etwas errettet. Nicht einfach nur, damit wir uns jetzt vollhauen mit Kaffee und Kuchen. God promised that we will do that. Gott hat verheißen, dass es so kommen wird.
and he will come down to make sure it's being done. Und er wird selber vom Himmel herunterkommen und sicherstellen, dass das, was er will, auch getan wird. I'm going to shoot you to Genesis 11. Lasst uns kurz 1. Mose 11 aufschlagen. Genesis 11. What is the topic? Worum geht es in 1. Mose Kapitel 11? In Genesis 11, we study about the Tower of Babylon. Es geht um diesen Turm zu Babel. What's the problem there? Wo liegt das Problem? God said in chapter 2 in Genesis, be fruitful and multiply and go all over the earth. In 1. Mose 2 gibt Gott das Gebot, seid fruchtbar, vermehret euch und bevölkert die ganze Erde. In chapter 11, they say, God, we have a better idea. In Kapitel 11 meinen die Menschen, weißt du was, Gott, wir haben eine bessere Idee als du. We stay, Wir bleiben alle zusammen, we build a city wir bauen eine große Stadt and a tower. und einen ganz hohen Turm. Now, some kids, when they read the Bible, they may think that God was afraid that they will build such a big tower, they will come and push him from heaven. Die Kinder, wenn sie diese Geschichte lesen, haben manchmal den Eindruck und die Angst, dass die Menschen tatsächlich so einen großen Turm hätten bauen können, dass sie im Himmel ankommen und Gott vom Thron stoßen. It's not exactly so. Das ist nicht wirklich das, worum es hier geht. God was not afraid at all. Gott hat keine Angst. They could not reach heaven anyway. Sie wären übrigens nicht in der Lage gewesen, tatsächlich im Himmel anzukommen mit ihrem Turm. The purpose was different. Die Absicht war eine ganz andere. They built a tower to give themselves a name. Sie haben den Turm gebaut, um sich selbst einen Namen zu machen. They built a city in order to supply by themselves all what they need for living. Und sie haben diese Stadt gebaut, damit sie quasi Selbstversorger würden, unabhängig von Gott. Since then, the city and the tower were basically false religion and false accountability. Und seit dieser Zeit stehen Städte und große Türme für Unabhängigkeit und eine falsche Rechenschaftsbeziehung. It's man-made way to live, while God is out of the picture. Sie stehen für die Menschen, die entschieden haben, ihren Lebensweg zu beschreiten, ohne Gott. Sie lassen ihn einfach außen vor und tun und lassen, was sie wollen. Capish? Habt ihr das kapiert? Now, since the world belongs to God, he doesn't like it. Und ihr wisst ja, die Welt ist des Herrn und er ist nicht sehr erfreut darüber, wenn die Menschen so handeln. People behaved in a most sinful way, like little devil. Die Leute haben sich wie Sünder benommen, wie kleine Teufel, kann man schon sagen. So what did God do? Was hat Gott jetzt getan? He came down to earth, Er ist hinabgestiegen, gave them different languages, hat ihre Sprachen verwirrt. and in this moment, each group unite together with their own language and separated. So in the end of the day, God's purpose did happen. Und die Sprachenverwirrung hat wozu geführt? Nämlich, dass sie sich wieder zerstreut haben über die ganze Erde. Und jetzt wird der Plan, der Gott gesagt hat, dass er passieren wird, jetzt ist er auch umgesetzt worden. Die Leute haben nämlich wieder die ganze Erde bevölkert. So that's how they basically, because of punishment, went to the place where God assigned them to be. Durch die Strafe hat Gott den Menschen wieder dahin gebracht, wo er ihn haben wollte. I'll repeat it. Ich wiederhole es nochmal. People built their own security and false religion, so God came down to earth to break the game. Die Leute, die schustern sich ihre eigene Religion zusammen, ihre eigenen Regeln, wie sie leben wollen, und dann kommt Gott vom Himmel herunter und spielt quasi Spielverderber. Sagt, so geht das nicht. That's Genesis 11. Das ist 1. Mose 11. So you may say, but we studied Zephaniah. Du sagst, Moment, wir waren doch in Zephania, oder? Now let's see, it's the same. Das ist genau dasselbe Prinzip. Please read again verse 16, but slowly. Zephania. Yes. Just checking. Zephania 1,16. Ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und gegen die hohen Zinne. The Festenstädte, Ja. okay, and the high corners. Aha.
you see this issue, the city, fortified, and the high corners. You go to Isaiah chapter 2, the same. Hier ist die Rede von festen Städten, von befestigten Städten und hohen Zinnen, sprich Türmen. Genau dasselbe Prinzip, wie wir vorher gehabt haben in 1. Mose 11. Schlag Jesaja 2 auf, du wirst auch genau dasselbe Prinzip wiederfinden. Why did they build it? Warum haben sie das gebaut? To defend themselves. Damit sie sich selbst verteidigen können. To make sure they will continue with what they want to do and be safe and guard. Sie wollten sicherstellen, dass sie genauso weitermachen konnten, wie ihnen das passt, so wie sie das wollen. Und deshalb haben sie sich eine befestigte Stadt gebaut, damit sie sich sicher fühlen konnten darin. How many times we want to do our sins and we make sure that everything around us will allow us to continue with our plan. Wie oft ist es so, dass wir unsere Sünden weitermachen wollen, wir wollen daran festhalten und damit wir das tun können, versuchen wir einen sicheren Raum zu schaffen, damit niemand uns daran hindert. Now, some of you are looking at Isaiah chapter 2 and asking, where is the same place? Verse 15. Isaiah chapter 2, verse 15. Jesaja 2,15, da finden wir eben genau dieses selbe Prinzip wie in 1. Mose und Zephania. Verse 15. Yes. Jesaja 2, Vers 15. Und über jeden hohen Turm und über jede feste Mauer. The same idea. People until today, they build armies, they build fortified, whatever you name it. They have their own belief, and God is out of the game. Es hat sich nichts geändert. Es ist genauso wie damals. Die Leute bauen Städte, Türme, sprich, sie schustern sich alles zurecht, um unabhängig von Gott ihre Dinge zu tun und wollen Gott komplett außen vor lassen. Where do we find the same in the book of Revelation? Wo finden wir dasselbe in Offenbarung? Because Revelation and Genesis is really one book. It's the other side of the circle. Offenbarung und 1. Mose ist eigentlich die zwei Buchklappen ein und desselben Buches, beziehungsweise da schließt sich der ganze Kreis wieder. You know, in the end of the day, the movie need to finish. Jeder Film muss irgendwann zu Ende gehen, oder? In chapter 17 in the book of Offenbarung, you have the great harlot, Babylon. Im Buch Revelation, Kapitel 17, finden wir die große Hure Babylon. And what do you have in chapter 18? Und was finden wir in Kapitel 18? The commercial Babylon. Dort finden wir die wirtschaftliche Hure Babylon. So until then, every nation built its own safeguard and false whatever. But in the same way that every nation is doing it, also all human beings are going to do it in the future. False trust in their own commerce, and they built their own universal false religion. Und es ist immer dasselbe gewesen und es bleibt dasselbe. Und wir sehen es in Offenbarung, die Leute bauen sich und schustern sich ihre eigene Sicherheit zusammen, die einzelnen Nationen, aber letztendlich die Völker der Welt. Und allem voran versuchen sie immer wieder Sicherheit zu finden in Finanzen, in irgendwelchen wirtschaftlichen Dingen, aber es fällt alles mal zusammen. You see, if my fingers are chapter 6 to 19 of Revelation, chapter 17 and 18 are the foundations. It's not one act that will be only for 5 minutes. This is the establishment of these times, false religion and false commerce. Falsche Religion, falsche wirtschaftliche Vorstellungen und Systeme bilden die Basis von all dem, was in den Kapiteln 6 bis 19 sich entfaltet in Offenbarung. Und Kapitel 17 und 18 bilden eigentlich die Grundlage dazu. And the easy question, Eine einfache Frage jetzt. the idiot-proof question. Eine Frage, die jeder Idiot beantworten kann. How do you think God is going to destroy the harlot Babylon and the commercial Babylon? Please, I'll give you a hint. Genesis 11. Wie wird Gott wohl diese Systeme zerstören? Die Hure Babylon, das Wirtschaftsgebilde, die wirtschaftliche Hure Babylon. Und bevor ihr euch die Antwort überlegt, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Geht mal wieder zurück zu 1. Mose 11. Was hat Gott da getan? He's going to come from heaven down to earth to destroy everything that is not connected to himself.
to make everything new, and now the machine works according to his original pure plan. Genau wie in 1. Mose 11 wird er vom Himmel herabkommen auf diese Erde, alles, was nicht in Übereinstimmung ist mit seinem souveränen Willen, zerstören, wiederherstellen, damit dann endlich wieder alles gemäß seinem Plan läuft. Simple. Einfach. If it's not simple, you are wrong. Wenn es nicht einfach ist, dann hast du dich irgendwo geirrt in der Geschichte. Now, see what happened in Zephaniah chapter 3. Lass uns zurückgehen zu Zephania Kapitel 3. Yes, Zephaniah chapter 3. Not all Israel are going to be saved. Nicht das ganze Israel wird errettet. He's going to live in verse 12 only a few from Israel, remnant, and they will be humble and poor. That means they will not trust on themselves. They will be totally rely on him. In Vers 12 Kapitel 3 lesen wir, dass nur ein Überrest errettet wird. Und dieser Überrest, der würde zuerst gedemütigt. Er hat seine eigene Hilflosigkeit und Armlosigkeit erkannt. Und das ist nichts anderes als ein Ausdruck dessen, dass sie eben nicht mehr auf sich selbst vertrauen, sondern einzig und allein auf den Herrn. They chose God, not cities and towers. Sie haben sich für Gott entschieden und nicht für diese selbstgebauten Sicherheiten in Form von Türmen und Städten. And the question is, you and me, do we have city and towers in our life? False something, false trust in something? We see the Bible in a different light that we prefer, or put that aside, totally rely on God and His Word. Wie sieht es aus in deinem Leben? Hast du auch noch irgendwelche Städte oder Türme, in denen du vermeintliche Sicherheit suchst und Gott außen vor lässt? Oder gehst du an die Bibel heran und suchst das, was dir passt und versuchst sie so zu verstehen, dass du weitermachen kannst, was du willst? Oder lässt du dich von Gott zurechtweisen? Vertraust du auf ihn und auf ihn allein? Half of the world is divorce, so we can do too. Die halbe Welt lässt sich scheiden. Warum sollen wir Christen uns nicht scheiden lassen? Half of the world fornicate. Let's fornicate too. Und die halbe Welt treibt dauernd Unzucht. Warum sollen wir das nicht auch tun? We always need to make sure that we'll find favor before God, not before people. Be like Him and not like the world. Wir müssen darauf achten, dass wir dem Herrn gefallen, nicht den Leuten um uns herum. Das spielt keine Rolle, was sie von uns denken. Wir müssen auf ihn ausgerichtet sein, nicht auf uns oder die Leute um uns herum. Many churches have different traditions. Viele Gemeinden haben ganz unterschiedliche Traditionen. And see how they worship their tradition. If you'll try to take the tradition out, they'll kill you. Und achte darauf, wie wertvoll ihnen diese Traditionen sind. Du kannst alles machen, aber in dem Moment, wo du diese Traditionen auch nur im Entferntesten anfährst, sind sie fast bereit, dich umzubringen. And what did God say? Whatever my father did not plan will not hold roots. Und Jesus sagt, was nicht von meinem Vater kommt, das wird vergehen. So instead of looking at them, how many towers and walls they built, let's look at ourselves. If whatever we do, think and invest in is in the kingdom of God and not in false anything. Und lasst uns jetzt den Blick wegwenden von diesen Türmen und befestigten Städten, die die Leute damals gebaut haben, und vor unserer eigenen Tür kehren und schauen, setze ich mein Vertrauen in irgendwelche anderen Dinge als Gott, sein Wort und seine Verheißung, die er uns gegeben hat. Father in heaven, thank you for this day. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag. Thank you for your word. Danke für dein Wort. I beg before you, Lord, also personally, that I will not just speak, but also live what you say. Und Vater, ich flehe dich an, dass ich diese Dinge nicht nur lehre, sondern persönlich sie auch lebe und umsetze in meinem Leben. Bless us, Father, that you will be the only thing that set anything in our life. Segne uns, Vater, dass wir ganz und gar auf dich ausgerichtet sind und deinen Willen tun wollen, mehr als alles andere. Help us, Father, to get rid of everything which is not from you. Hilf uns, dass wir uns von all den Dingen entledigen können, die nicht von dir sind, die dir nicht gefallen. To be true light Dass wir echte Lichter sind, to your glory.
zu deiner Ehre und Verherrlichung. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.